Ja, guten Morgen zusammen. Ich möchte auch gleich einsteigen mit unserer Thematik Lieder der Bibel, das Lied der Gemeinde. Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Darum geht es also heute Morgen in diesem Text. Ich werde nachher noch sagen, warum Lied der Gemeinde. Aber lassen Sie mich mit der Frage beginnen: Gab es jemals ein Leben wie Jesus? Ich meine, da sind sich, glaube ich, auch die Kritiker einig und die nicht so viel mit dem Christentum zu tun haben möchten. Das Leben Jesu war einzigartig. Er ist in seiner Gestalt, in seiner Lebensführung, in all dem, was er gesagt hat, einfach unvergleichlich. Und gerade oder genau das macht ihn zum größten Vorbild dafür, wie wir eigentlich leben sollten. Er ist das perfekte Leben. Ich habe, leider weiß ich die Quelle nicht mehr, ich habe das mal gelesen von John MacArthur und dann habe ich mir das abgeheftet im Computer und jetzt auch ausgedruckt. Ich lese Ihnen das vor, aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich habe einfach versäumt, die Quelle dahinter zu schreiben. Aber da heißt es, John MacArthur schreibt das: Manche sagen, dass Jesus nur ein guter Lehrer war. Aber gute Lehrer nehmen nicht für sich in Anspruch, Gott zu sein. Manche sagen, dass er nur ein gutes Vorbild sei, aber gute Vorbilder geben sich nicht mit Huren und Sündern ab. Manche sagen, dass er ein Wahnsinniger gewesen ist. Aber Wahnsinnige reden nicht so, wie er geredet hat. Manche sagen, dass er ein verrückter Fanatiker war, aber verrückte Fanatiker ziehen Kinder nicht an oder bewegen starke Menschen nicht dazu, wie Paulus oder Lukas, ihm zu folgen. Manche sagen, dass er ein religiöser Schwindler war, aber religiöse Schwindler stehen nicht wieder von den Toten auf. Manche sagen, dass er nur eine Fabel gewesen ist, aber Fabeln geben nicht den Ausschlag für den Geschichtskalender. Jesus ist der ideale Mensch genannt worden, ein Beispiel von Liebe, das größte religiöse Vorbild, das vornehmste Tugendmuster, der größte aller Menschen und der beste Lehrer. Diese Beschreibung erkennen nur Teilstücke seines Charakters, aber sie kommen alle nicht an die volle Wahrheit heran. Der Apostel Thomas drückt diese am besten aus, als er Jesus nach seiner Auferstehung sah und ausrief: Mein Herr und mein Gott. Nun, es wird angenommen, dass dieser Text hier aus dem Philipperbrief Kapitel 2 über die Gesinnung unseres Herrn Jesus Christus, dass das in der Urgemeinde als ein Lied gesungen worden ist in den Gottesdiensten. Und das könnte so sein, dieser Text hat so etwas Poetisches auch in sich und er wird darin angebetet und er wird gelobt und gepriesen und es wird einem vor Augen gemalt in diesem Text des Liedes, wer Jesus Christus war. Ich sagte es, ich werde es immer wieder sagen heute Morgen, das liegt schon ganz einfach in der Sache der Thematik. Seine Gesinnung ist das größte Vorbild für die Gemeinde. Seine Gesinnung ist die Richtlinie für den Umgang, den Christen miteinander haben sollten. Jetzt schauen Sie mal in unsere Christenheit hinein. Wir sollten miteinander so verfahren, wie Jesus Christus es uns vorgelebt hat.
ein jeder von euch soll so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und dann kommt der ganze Text. Ja, wir vergleichen uns so sehr gerne mit anderen Menschen, ja, kommen dann vielleicht gar nicht mal so schlecht davon. Aber in dem Moment, wo wir uns mit Jesus vergleichen, da werden wir ganz klein, automatisch, da werden wir ganz klein. Es sei denn, dass wir unverbesserliche, stolze Menschen seien. Ich glaube, als Parallele dazu könnte man lesen zu diesem Text hier aus dem Philipperbrief, Kolosser 3, 16, 17, ein Lied. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Was hätten wir als Gemeinde für eine geballte Kraft, wenn egal aus welcher Denomination, wenn wir Christen auf diesem biblischen Fundament unser Leben abstützen würden und so gesinnt sein wollten wie der Herr. Was hätten wir für Familien, für ein Familienleben, wenn wir alle, oder Ehen, wenn wir alle danach trachten würden, ich will so gesinnt sein, wie Jesus es war. Und wir uns mit ihm vergleichen und ihn als Vorbild nehmen und versuchen, das auszuleben. Unwahrscheinlich. Ich möchte zunächst einfach auf die 3 Hauptpunkte eingehen, die uns an und für sich der Text ja schon vorgibt. Da muss man, meine ich, gar nicht mal so lange suchen, um da eine Gliederung zu finden. Der Text, wie gesagt, gibt uns das vor. Erstens, die Gottheit Jesu. Zweitens, die Selbsterniedrigung Jesu. Und drittens, die Erhöhung Jesu. Also beginnen wir mit der Gottheit Jesu. Da heißt es also in Vers 5 und 6, immer jetzt, Philipper Kapitel 2, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Ja, wie war er denn? Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Also der Text sagt eindeutig, Jesus war von Ewigkeit her in der Gestalt Gottes. Aber er hielt es eben nicht als einen Raub fest, sondern er ließ das los, Gott gleich zu sein, und kam dann auf diese Erde und wurde Mensch. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, mir reicht dieser Text. Diese endlosen, zahllosen Diskussionen und Streitereien über die Gottheit Jesu. War er denn jetzt Gott oder war er nicht Gott? Oder ist er nur halber Gott? Ich weiß nicht, ganz offen jetzt, so kindlich vielleicht auch, ja? Ich weiß gar nicht, wie es Christen geben kann, die an der Gottheit Jesu Zweifel haben. Und dann auch noch, das ist ja das Tragische, unermüdlich darauf, ich sag mal, besessen sind, dafür kämpfen und sich einsetzen und in fast jedem Artikel und in jedem Gespräch betonen wollen, betonen müssen, dass Jesus eben nicht Gott ist. Dass er nur so und so und so und so. Diese Diskussion übrigens begann ja schon ganz früh, die begann ja schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Nicht im 1. Jahrhundert, im 2., aber dann so 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert ganz stark. Da begannen diese Auseinandersetzungen schon und das hatte fürchterliche Konsequenzen und Folgen eigentlich für die ganze Christenheit. Man hat sich gestritten, da wurde gespalten, da wurde sogar hingerichtet. Was, du glaubst nicht an die Sohnschaft Gottes, da muss der Kopf ab. Oder andere haben gesagt, was, du glaubst an die Sohnschaft Gottes, da hängen wir dich auf. Es war damals nicht anders wie heute.
Heute gibt es ja auch Christen, ich hoffe nicht, dass wir dazugehören, die sind von irgendeinem Thema der Bibel so eingenommen, sei es jetzt eben, dass Jesus nicht Gott ist oder ich sag mal vielleicht, ich denke zum Beispiel an Sabbatisten, ja. Also wenn ich mit Sabbatisten zusammenkomme, ich sage Ihnen, das dauert 35,5 Sekunden. Dann sind wir beim Thema. Ja. Und dann rede ich, du, wie schmeckt dir das Essen denn? Ja, aber weißt du hier mit dem Sabbat und so und dass ihr den Sabbat nicht haltet und oder andere, redest du schon in Zungen? Was, du redest nicht in Zungen? Da bist du nicht wiedergeboren. Hast du die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen? Und 24 Stunden am Tag haben die dieses Thema. Oder Gesetzesmenschen, die immer nur darauf fixiert sind, ja, wie lebt der andere und immer die Vergleiche mit dem Gesetz, womöglich noch mit dem Alten Testament. Da gab es einen Historiker, einen Kirchenhistoriker und Kirchenschreiber, Gregor von Nyssa, 335 bis 394 nach Christus. Er schrieb über seine Zeit und die Diskussion über die Gottheit Jesu, ja oder nein, schrieb er Folgendes. Wenn man jemand um Wechselgeld bittet, gibt er einem ein Stück Philosophie über den Gezeugten oder den Ungezeugten heraus. Fragt man ihn nach dem Preis eines Brotes, antwortet er, der Vater steht höher und der Sohn niedriger. Oder wenn man fragt, ob das Bad fertig ist, bekommt man zur Antwort, dass der Sohn aus dem Nichts geschaffen wurde. Verstehen Sie, was er sagen will? Er sagt, diese Diskussion, dass Jesus nicht Gott ist, beherrscht so das Alltagsleben, dass man nur das zur Thematik hat. Ich glaube, es ist aber nicht bedeutungslos, dass der Text hier über die Gesinnung Jesu damit beginnt, dass wir seine Gottheit anerkennen. Das ist das Erste, was uns vor Augen geführt wird, ja, in diesem Text. Seid gesinnt, wie Jesus Christus auch war, der Gott gleich ist, der in der Gestalt Gottes war. Also noch einmal, allein dieser Text im Philipperbrief ist für mich ein eindeutiger Hinweis darauf, dass Jesus Gott ist. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass die Urgemeinde diesen Text auch deshalb gesungen hat, als ein Anbetungslied in ihren Gottesdiensten. Und wenn man diese Diskussion jetzt auch weiterführen möchte, als der Herr Jesus seinen Jüngern begegnete nach seiner Auferstehung, da heißt es ja in Matthäus 28, Vers 17, und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Ja, glauben wir im Ernst, ein Jude hätte das gemacht, wenn er nicht wirklich davon überzeugt ist, dass Jesus Gott ist? Oder an die eingangs erwähnten Worte von MacArthur auch, dass er zitiert, Thomas, der auch vor Jesus steht nach seiner Auferstehung 8 Tage später und sagt nur noch, mein Herr und mein Gott. Wenn diese Jünger oder Apostel nicht wirklich davon überzeugt gewesen wären, dass Jesus Gott ist, wäre es zu diesen Erfahrungen nie gekommen. Aber die Juden, die Jesus ablehnten, die lehnten ihn unter anderem gerade wegen dieses Anspruchs ab. Die einen nehmen ihn an und beten ihn an, erkennen seine Gottheit an, die anderen lehnen ihn ab, wegen dieses Anspruchs. Vielbedeutend. Das heißt in Johannes 5, Vers 18, darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte.
von Ewigkeit her bei Gott. Aber gut, für mich ist es klar, Jesus ist Gott. Zweitens, seine Selbsterniedrigung. Philipper 2, 6 bis 8. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Also Jesus war von Ewigkeit her Gott. Aber dann hat er ja wesenseins mit Gott entschieden, Gott wird Mensch. Und da hat sich Jesus Christus sozusagen seiner Gottheit entkleidet. Wobei er im Wesen nicht aufhörte, Gott zu sein. Aber er wurde jetzt etwas, was er vorher nicht war, nämlich Mensch. Und da war er allen Begrenzungen des Menschen unterworfen. Das ist vergleichbar, sagen wir mal, ist kein komplettes, gutes vielleicht Beispiel, aber ungefähr, das ist ein Beispiel, ein Milliardär, der sich für ein paar Jahre seines Reichtums einfach mal entledigt, indem, dass er nicht darauf zurückgreift, obwohl dieser vorhanden ist, und er sich zu den Ärmsten der Armen gesellt und mit ihnen eine Zeit lang lebt. Dann lebt er genauso wie Sie in schmutzigen Kleidern, in Abhängigkeiten von anderen Menschen, obwohl er gleichwohl Milliardär ist, aber nicht auf seinen Reichtum zurückgreift. Oder sagen wir ein König, ja? Da ist ein König, der sich seiner Macht entkleidet, um eine Zeit lang so wie ein anderer Bürger unter seinem Volk zu leben, obwohl er gleichwohl doch eigentlich König ist. Und so hat das Jesus Christus getan. Jesus ist Gott, doch er entäußerte sich dieser göttlichen Vorrechte und wurde zu einem Menschen aus Fleisch und Blut. Und jetzt war er den Begrenzungen der Menschen unterworfen, den gleichen Versuchungen, den gleichen Bedürfnissen. Und das in der vollkommenen Abhängigkeit von Gott. Wir werden es nachher nochmal erwähnen. Er konnte nichts mehr aus sich selber tun, weil er sich ja seiner Allmacht entkleidet hat, entledigt hat für eine Zeit, obwohl er im Wesen doch noch Gott ist. Er konnte nur tun, was er den Vater sah, tun, oder was der Vater ihm befahl oder gab. Er musste sagen: Könnte ich nicht meinen Vater bitten, dass er mir Legionen von Engeln schickt? Vater, was willst du, dass ich tun soll? Das ist übrigens auch die Reihenfolge von Johannes 5, wir haben es ja schon gesehen. Die Juden, die ihn ablehnten, ja, lehnten ihn ab, weil er von sich selbst behauptete, eigentlich Gott zu sein. Denn er sagte, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Also vom Wesen her Gott gleich. Und dann einen Vers weiter, also einen Satz später, sagt derselbe Herr, der also vorher noch behauptet hat, ich bin Gott gleich, ich bin der Sohn Gottes. Und einen Satz später sagt er, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Weil er total abhängig war, weil er ganz und gar Mensch geworden ist. Das ist kolossal. Stell dir vor, du wärst Gott. Allmächtiger, allwissender Gott. Und du lässt diese Gottheit los
obwohl du Gott bist, und wirst Mensch mit allen Abhängigkeiten. Das war der Weg der Erlösung. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Nur so war es möglich, die Menschen zu erretten. Das Kleid der Gottheit ablegen und dann auch menschliche Natur anzunehmen. Und nun werden uns verschiedene Dinge gesagt, die Jesus tat. Und bitte, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Darum geht es ja eigentlich. Er hielt es nicht für einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Ja, ich lese nochmal Vers 6. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Also da sehen wir schon die Eigenschaft Jesu, den Charakter Jesu, das Bedürfnis, als Gott Menschen zu erlösen. Hielt er es nicht als einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er hat quasi losgelassen. Ich meine, er sagte nicht, das hätte er ja tun können, so verstehen wir diesen Text, ja, wenn es heißt, er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er hielt nicht daran fest, Gott zu sein. Er hätte doch sagen können, nee, also, Augenblick mal, das mache ich nicht. Schließlich bin ich Gott. Ich gebe doch meine Allmacht nicht auf, ich gebe doch meine Allgegenwart nicht auf, ich gebe doch meine Herrlichkeit nicht auf. Das lasse ich doch nicht los. Ich bin doch nicht bereit, als ewiger Gott und Schöpfer Mensch zu werden und auf meine göttlichen Attribute zu verzichten. Jetzt vergleichen wir uns mal damit. Ich bin doch nicht bereit, hier auf meinem Recht zu verzichten. Ich habe doch auch eine Meinung, ich habe doch auch was zu sagen und ich habe das Recht dazu innerhalb der Gemeinde oder innerhalb der Familie. Er ließ los. Er ließ das muss kolossal gewesen sein. Für Gott Mensch werden. Er ließ einfach los. Andere Übersetzungen sagen auch, er entleerte sich selbst, wie man so ein Glas ausschüttet. Also, er bestand nicht mehr auf seine unabhängigen göttlichen Rechte. Das ist doch mein Recht. Er hielt nicht selbstsüchtig an dem fest, was er war. Er ließ los, um das zu werden, was er vorher nicht war. Mensch. Der Herr nutzte seine Allmacht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, sondern unterwarf sich menschlichen Begrenzungen zu unserem Vorteil. Zweitens, er entäußerte sich selbst. Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das wird hier extra herausgehoben. Ja? Also, es entsprach völlig seinem eigenen Willen, er entäußerte sich selbst. Seine Göttlichkeit loszulassen, obwohl er, ich wiederhole, im Wesen Gott blieb und dafür Mensch wurde und noch mehr Knechtsgestalt annahm. Stellen Sie sich vor, seine allmächtigen Fähigkeiten hat er losgelassen. Entäußert sich selbst, seine Allgegenwart zum Beispiel. Jesus war ja auf einmal abhängig von Zeit und Raum. Um von A nach B zu kommen, musste er ja auch laufen, oder? Als Gott hat er das nicht nötig. Da ist er überall gleichzeitig. Er war müde. Er hatte auf einmal Hunger. Er hatte Durst. Er war den Versuchungen unterworfen, der Qual.
Und wenn er Wunder tat, dann bestätigen diese Ausnahmen die Regel. Denn er tat diese Wunder nur in Abhängigkeit mit dem Vater. Sonst nicht. In Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, des Vaters im Himmel. Also er legt alles ab und er wird jetzt ein Sklave. Nicht nur Mensch, als Mensch nicht mal mehr Herr, sondern als Mensch noch niedriger Sklave. Er verzichtet auf all seine Vorrechte und stellt sich auf die Stufe der Dienerschaft. Und darum bezeichnet er sich ja auch des Öfteren im Neuen Testament in den Evangelien als der Diener, ja? Der Sklave, obwohl er ja Herr war. Wieder. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Freddy Staub sagt das so über den ganzen Sinn und Inhalt dieser Selbsterniedrigung Gottes in Christus Jesus. Religionswissenschaftler sind sich darin einig, unter allen Religionen gibt es im christlichen Glauben eine weltweite Einzigartigkeit. Während Religionen grundsätzlich die Bemühungen der Menschen darstellen, zu Gott zu gelangen, präsentiert die Person Jesu Christo das Gegenteil. Die größte Bemühung Gottes, zum Menschen zu gelangen. Anders war die Erlösung nicht möglich. Weil wie der erste Adam Mensch war und sündigte und die Sünde über alle kam, so musste der zweite Adam auch Mensch werden, um alle erlösen zu können. Drittens, er erniedrigt sich selbst. Da heißt es in Vers 8, und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Also der Text vermittelt uns anbetend in einem Lied eingepackt, das die Urgemeinde wahrscheinlich gesungen hat, immer wieder. Der Text vermittelt uns, Jesus stieg so tief herab, es ging nicht mehr tiefer. Er wird als Gott Mensch, als Mensch wird er Sklave. Als Sklave stirbt er. Er stirbt den Tod eines Verbrechers. Als Toter kommt er ins Grab. Und mit der zusätzlichen Erwähnung, Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Warum macht das der Philipperbrief so? Im Heiligen Geist inspiriert. Und er ward gehorsam bis zum Tod. Das reicht noch nicht. Kommt noch der Zusatz, bis zum Tod am Kreuz. Damit will uns der Text vermitteln, hört mal Leute, Jesus ist nicht einfach nur gestorben. Er ist den endwürdigsten Tod gestorben, den man überhaupt sterben kann. Der Heilige als ein Verbrecher. Gekreuzigt wurden nicht mal Römer, nur Ausländer, ja, die kein römisches Staatsrecht hatten. Der Abschaum, der wurde gekreuzigt. Nackt oder halbnackt hing man da ans Kreuz, bloßgestellt, unter fürchterlichen Qualen. Also er lässt seine göttlichen Attribute los, er lässt seine Herrlichkeit los, er nimmt Knechtsgestalt an, er wird Mensch, er wird Sklave, er lernt Gehorsam. Als Sündloser geht er den Weg eines Übeltäters und stirbt die schrecklichste Marter. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, für was das alles? Für was das alles? Psalm 18, 36. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützt mich. Und deine Herablassung macht mich groß. Das ist die Liebe Gottes. Damit wir einmal in Ewigkeit als Kinder, als Söhne, als Töchter Gottes, als Erben Christi in der Ewigkeit mit Gott an höchster Stelle wohnen und leben können. Deine Herablassung macht mich groß. Es gab keinen anderen Weg. Gregor von
Nazian, der lebte so um 381 nach Christus. Übrigens, sein Vater war Jude und er hatte sich zum Christentum konvertiert durch seine Ehefrau. Dieser Gregor schrieb, und das passt eben gut zu diesem Text aus dem Philipperbrief: Jesus begann seinen Dienst mit Hunger, obwohl er das Brot des Lebens ist. Jesus beendete seinen irdischen Dienst mit Durst, obwohl er das Wasser des Lebens ist. Jesus war erschöpft, aber er ist doch unsere Ruhe. Jesus bewies Ehre, aber er ist unser König. Jesus wurde der Besessenheit beschuldigt, aber er trieb Dämonen aus. Jesus weinte, aber er wischt unsere Tränen ab. Jesus wurde für 30 Silberlinge verkauft, aber er kaufte die Welt frei. Jesus wurde als ein Lamm zur Schlachtung geführt, aber er ist doch der gute Hirte. Jesus starb, aber durch seinen Tod vernichtet er die Macht des Todes. Also der Text vermittelt uns dreifach. Er ließ los, freiwillig, er ließ los, er hielt es nicht für einen Raub fest. Er entäußert sich selbst und er erniedrigt sich selbst. Er tut es freiwillig, in vollem Bewusstsein, willentlich. Also man kann nicht behaupten, dass Gott, der Vater, die Entscheidung, ich sag mal so, allein getroffen hätte und Jesus als Opfer schickte, befehlsmäßig als Opfer schickte. Nein, der Gott Jesu entscheidet vollkommen wesenseins mit Gott, dem Vater, die Welt zu erlösen. Das macht der eine Gott in dieser, wie wir so sagen, Dreieinheit, ja? Und da muss ich Ihnen noch was zitieren, weil das auch eben zu diesem Schrifttext passt. Da schreibt jemand: Der Jesus ist nicht einfach eine weitere interessante Person der antiken Geschichte. Er ist nicht einfach ein Gesicht auf dem Gruppenfoto der einflussreichen religiösen Persönlichkeiten. Er ist die Erfüllung einer riesigen Anzahl von Prophetien. Die wahre Verkörperung des ewigen Gottes des Universums. Der eine, der für unsere Sünde und Zerrissenheit mit seinem eigenen Tod bezahlte und unauslöschliche Hoffnung auf ein ewiges Leben im Himmel für die bringt, die an ihn glauben. Und dazu passte eben auch dieses wunderschöne Lied mit dem wunderschönen Text: Jesus ist alles. Und dann drittens seine Erhöhung. Das ist auch ganz speziell. Vers 9 bis 11. Darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht. Ja, geht das denn über alle Maßen? Er ist doch sowieso schon über alle Maßen. Er ist doch wahrer Gott. Ja, aber er ist ja wahrer Mensch geworden. Und jetzt müssen wir sehen, als Mensch. Ja? Darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihn einem Namen verliehen, der über alle Namen ist. Als Mensch, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Bin ich froh, dass es so einen Text in der Bibel gibt, in diesem ganzen Chaos, in dem wir leben, ja? Wo jeder meint, wo jeder sein Recht herausschreit und das mit Gewalt, mit Totschlag und Mord und Demonstrationen meint, behaupten zu können. Also es ging für Jesus von der tiefsten Tiefste zur höchsten Herrlichkeit. Das ist der Weg Gottes gewesen. Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Da blende ich gerade ein. Nur wer sich selbst erniedrigt, wer sagen kann, okay, vor Jesus beuge ich mich. Ich bekenne mich als ein Sünder, als ein verlorener Mensch. Wer das nicht tut, kommt bei Gott nie an. Da ist er vielleicht noch stolz. Ach, guck mal, was ich alles geleistet habe. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt.
Wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Und die Selbsterniedrigung beginnt damit, dass man seine Blamage eingesteht und sagt, Gott, Vater, ich brauche Erlösung. Ich lasse meine eigenen Anrechte los. Ich habe ja sowieso keine. Also er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Um das zu verstehen, Jesus war Gott und wurde Mensch. Gut, das haben wir versucht darzulegen. Als Mensch ist er wieder zurück in den Himmel gefahren, nach seiner Auferstehung und hat wieder seine Göttlichkeit angezogen. Wobei er aber Mensch blieb. Es gibt auch Christen, die sagen, ja, Jesus hat sein Menschsein abgelegt und er ist gen Himmel gefahren und jetzt ist er nur noch Gott. Ich kann das nicht unterstreichen persönlich. Ich glaube, dass Jesus beides. Er ist wahrer Gott, das, was er vorher schon immer war. Und da er Mensch geworden ist, hat er sein Menschsein nie abgelegt. Er hat ja sogar sein Fleisch und Blut nach seiner Auferstehung, ja, hat er seinen Jüngern gezeigt. Er ist gen Himmel gefahren wie ein Mensch in menschlicher Gestalt. Und die Bibel sagt, dass er sogar in Offenbarung noch als der Gekreuzigte gesehen wird und dass er in Herrlichkeit wiederkommt, leiblich, wie er in den Himmel gefahren ist. Und all diese Dinge und dass er der Sohn Davids ist und bleibt. Er wurde als Sohn Davids Mensch, ja, Matthäus 1 oder Lukas 1 und dann Offenbarung Kapitel 22, er kommt als der Sohn Davids wieder. Jesus ist immer noch Mensch und Paulus sagt dem Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus aus dem Samen Davids. Wahrer Jude von wahren Juden, wahrer Mensch von wahrer Mensch. Ist er geworden, ist er geblieben, als dieser kommt er zurück. Also, er fuhr als Mensch gewordener Gott in den Himmel, zog seine Göttlichkeit wieder an, blieb aber Mensch. Und jetzt, als Mensch, der er jetzt eben auch ist und bleibt, so verstehe ich es, hat Gott der Vater ihn über alle Maßen erhöht. Er hat ihnen einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und jetzt sehen wir, das verwirklicht sich alles in der Offenbarung, wieder im letzten Buch der Bibel, wenn er dann auch zurückkommt. Denn in der Offenbarung heißt es, in Offenbarung Kapitel 3, Vers 12, er hat einen neuen, von Gott gegebenen Namen bekommen, der Herr Jesus. Und es ist übrigens ein Name, den niemand kennt, außer er selbst. Offenbarung Kapitel 19, Vers 12. Namen über alle Namen. Dann wird er dargestellt in Offenbarung 19, 13 als jemand, der ein blutgetauchtes Gewand anhat und den Namen trägt, das Wort Gottes. Warum das Wort Gottes? Weil in dem Namen Jesu, in der Menschwerdung Jesu, verwirklichten sich alle Verheißungen, Prophezeiungen, Versprechungen, Weissagungen zu unserer Erlösung. Und dann heißt es in Offenbarung 19,6, er trägt auf seiner Hüfte den Namen König der Könige und Herr der Herren. Sehen Sie, das Prinzip geht auf. Philipper 2, er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und vor diesem Namen werden sich alle Knie beugen. Jetzt machen wir den Sprung in die Offenbarung. Wir sehen diesen Herrn. Er hat von Gott diesen wunderbaren Namen über alle Namen bekommen. Und er ist der König aller Könige. Jedes Knie wird ihn und jede Zunge wird ihn anerkennen müssen, beziehungsweise sich vor ihm beugen müssen. Ach, das ist wunderbar. Jede Zunge, alles je Dagewesene oder noch Kommende, jede Macht und Größe. Es wird schon im Alten Testament gesagt, Jesaja 45, 23 sagt Gott, ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen. Ja, Jesus, die personifizierte Gerechtigkeit des Wortes Gottes. Ein Wort, das nicht zurückgenommen wird. Ja, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge schwören. Das spricht Jahwe, der Allmächtige, im Alten Testament von sich selbst. Neutestamentlich
legt sich das auf Jesus Christus und zeigt dann wieder, dann kann Jesus ja nur Gott sein. Was für eine Ehre. Und das beruhigt mich. Sonst wird man ja wahnsinnig, oder? Werden Sie nicht verrückt, wenn Sie all die Nachrichten lesen, die Ungerechtigkeiten, die zunehmen? Politisch? Wird man ja wirklich bald verrückt. Wie kann das nur sein? Ich habe einen Bekannten, der in Baden-Baden ist er gewesen, ausgerechnet einem Denkmal gegen den Holocaust des Zweiten Weltkrieges. Und auf dem Denkmal steht auch noch, wie die Menschen damals geschwiegen haben in Bezug der Verfolgung der Juden. Und genau da oder in der Nähe dieses Denkmals macht man eine anti-israelische Demonstration. Und er wollte dann seinen Mund auftun und ein bisschen diskutieren, Dialog führen. Ja, dass sie den nicht gekillt haben, das war auch alles. Keine Logik mehr, keine Logik mehr. In Frankfurt leiht die Polizei bei einer anti-israelischen Demonstration den Demonstranten ihr Megafon. Die Medien haben sich aufgeregt, man hat sich quasi entschuldigt, in Anführungsstriche. Ein paar Tage später passiert dasselbe in Hagen. Die Polizei leiht den anti-israelischen Demonstranten das Megafon. Und da können die alle Schande ausrufen. Und nicht weit von Hagen ist Bochum, vielleicht 10, 20 Kilometer entfernt. Da ist auch eine anti-israelische Demonstration und da sind das 5 junge Frauen und die stellen sich einfach dahin und schwingen Judenfahnen. Kriegen eine Strafe von 300 €. Verkehrte Welt, oder nicht? Oder was da in Syrien, im Irak passiert, nicht wahr? Und wir müssen gar nicht immer auf andere zeigen. Auch sonst Ungerechtigkeiten in unserem eigenen Volk und Land und in der Politik, alles verändert sich. Also, was für eine Ehre wird das für Gott darstellen, wenn alles zur Ruhe kommt. Jeder Streit, Krieg, Terror, jedes Gebrüll, jedes Gehabe, jede Selbstüberschätzung, jede Selbstdarstellung, jede Selbsterhöhung, jeder Machtanspruch, jeder Machtmissbrauch, alles den Herrn anerkennen muss und bekennen muss eines Tages, du allein bist der Wahrhaftige. Also das ist das, was mich beruhigt, sonst werde ich wahnsinnig. Ich kriege mal eine Herzkrise. So, und jetzt zum Ende. Das alles wird nun zum Beispiel für uns, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Sein Beispiel ist also das unvergleichliche Gegenstück zu unserem Leben. Es wird zur Norm für christliches Verhalten untereinander. In der Gemeinde, in der Familie, wo immer es auch sei. Nicht irgendetwas, sein Leben wird für unsere Norm. Seid gesinnt, wie Jesus auch war. Dostojewski schrieb über Jesus: Ich glaube, es gibt niemand, der liebenswerter, tiefer, barmherziger, vollkommener wäre als Jesus. Mit eifersüchtiger Liebe sage ich mir, dass es nicht nur niemanden gibt wie ihn, sondern dass es auch niemals jemanden wie ihn geben wird. Und der wird mein Beispiel. Wenn jeder Christ danach bestrebt wäre, so gesinnt zu sein wie Jesus, dann würden wir uns nicht mehr zerfleischen, nur weil einer eine andere Meinung hat, ja? Solange man im Fundament ja stimmt. Ganz praktisch. Wie finde ich den Weg zum Herzen meines Nächsten? Wie kann ich Meinungsverschiedenheiten überwinden? Wie kann ich Streit schlichten und zum Frieden beitragen?
Wie kann ich Gutes zum Aufbau der Gemeinde und Gemeinschaft leisten? Indem ich willig dem unvergleichlichen Beispiel Jesu folge, der sich selbst aufgab. Ja, das ist nicht leicht. Aber war es denn für Jesus leicht? Er hat in Gethsemane gebetet: Gott, wenn es möglich ist, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe. Ich gehe den Weg. Jesus hielt es nicht für einen Raub. Er hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er war also nicht selbstsüchtig. Er suchte nicht mehr seinen eigenen Vorteil, sondern er suchte den unsrigen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich suche nur noch den Vorteil meines Gegenüber. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, mein Gegenüber sucht nur den Vorteil von mir. Ja, was brauchen wir denn noch mehr? Ist doch alles bei bester Ordnung, oder? Dann haben wir Himmel auf Erden. Zu ein Stück. Ein Stück. Und um nur den Vorteil des anderen zu suchen, bin ich auch bereit, zurückzustecken, loszulassen, mich zu verändern. Nicht wie einen Raub festzuhalten. Nur damit es meinem Nächsten gut geht. Und der macht das gleich aber auch. Ja, warum klappt es denn in Beziehungen nicht? In Gemeinden? Weil jeder an seiner Meinung wie ein Raub festhält. Wir machen genau das Gegenteil von dem, wozu wir aufgerufen sind. Die Gesinnung Jesu. Wir sind nicht bereit loszulassen, nachzugeben, aufzugeben, weil man in Wirklichkeit bei allem frommen Wissen unendlich weit von Jesu Gesinnung entfernt ist. Und ich habe in der Vorbereitung nicht nur einmal hier so gemacht. Also Jesus macht sich zum Diener, zum Knecht. Er gibt seine Rechte auf. Er verzichtet freiwillig nur um das Vorrecht, uns zu erretten. Und das größte Hindernis, auch in Gemeinde Jesu, im Gemeindeleben, das größte Hindernis in der Gemeinde sind Menschen, die etwas sein wollen, die etwas darstellen wollen. Wissen Sie, da gibt es Menschen in der Gemeinde, was weiß ich, die backen Kuchen, die kochen Kaffee, die machen das Gestrüpp sauber, putzen das Klo, WC. Und das sind eigentlich die Gemeindebauer. Und da gibt es andere, oh, ich kenne die machen nicht so. Aber die sind den ganzen Tag, die wissen am Studieren und wissen alles besser und wie es einzuteilen ist und was dogmatisch richtig ist und was dogmatisch verkehrt ist und reden nur darüber. Zum Aufbau der Gemeinde können Sie die vergessen. Können Sie vergessen, bei allem Wissen. Matthäus 10, Jesus. Er sagt, es geht eben bei mir, in meinem Reich, in Gottes Reich, geht es anders zu als in dieser Welt, sagt er. In der Welt, sagt er hier, ja, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher die Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass sie große Gewalt über sie ausüben. Aber unter euch soll es nicht so sein. Ihr sollt auf diese Rechte verzichten. Wer unter euch groß werden will, der sei euer aller Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Gib dein Leben. Ich meine jetzt nicht, dass du sterben sollst. Gib das, was in dir lebt. Und es wird Leben entstehen. Ich habe eine andere Übersetzung gelesen, Markus 9, 35. Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Boah. Bin ich froh, will ich nicht der Erste sein. Nein.
Wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Jetzt überlegen wir uns das mal in die Praxis. Bin ich bereit? Kann ich das? Das geht über jede Dimension. Das geht über meine Kräfte. Das geht sogar gegen meinen vernünftigen Verstand, dass ich mich jetzt auf den letzten Platz setze, wo ich doch vielleicht sogar noch Recht habe. Und zum Diener des anderen werden. Hat mir einer angerufen dieser Tage. Er hält es bei seiner Frau einfach nicht mehr aus. Er hat den Teufel im Haus. Er kann nicht mehr, das ist ein Hilfeschrei, er ist am Sterben, lebendig am Sterben. Und er muss weg, er muss weg, er muss weg. Die liebt nur noch ihren Hund, viel mehr als ihn und so weiter und so fort. Ja, ich sag, tut mir leid, also hast du einen Platz für mich, Norbert? Irgendwo, wenn es nur ein ganz kleines Zimmer ist, ja so demütig. Ganz ein kleines Zimmer, wo ich irgendwo und dann vielleicht noch was arbeiten kann. Ja, ich sag, dein Platz, glaube ich, ist bei deiner Frau. Das ist dein Missionsfeld. Ich habe ihn versucht zu erklären. Ich sage mal, es gibt Missionare oder Reichsgottesarbeiter oder wie man sie auch nennt, ja, Frauen und Männer, ja, die sitzen auch in Gebieten, da geht es wirklich drunter und drüber und da ist gefährlich und die müssen auf so viel verzichten. Und ich sage, das ist jetzt eben dein Missionsfeld, deine Frau, deine Familie. Das Gespräch war schnell zu Ende. Ganz schnell. Also Jesus ließ los, entäußerte sich selbst, erniedrigte sich selbst, gewann dadurch eine Gemeinde und so wurde er zum Erlöser für viele. Und dieser Jesus sagt, wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wissen Sie, warum manche Kinder Gottes im Reich Gottes nicht vorwärts kommen? Weil sie was darstellen wollen. Sie wollen was sein oder werden, anerkannt sein und sie merken gar nicht, Gott führt dich nicht weiter, du hast sogar verloren. Gott führt dich nicht weiter, warum? Weil Gott nicht gegen sein eigenes Prinzip handelt. Er sagt, da mache ich nicht mit, es steht doch da. Wenn du sagst, Mensch, gib dich mal auf, mach doch, ja, ist egal, ich mach jetzt, ich mach mit und so. Du sollst mal sehen, was da nach 2, 3 Jahren auf einmal ist geworden aus dir. Also er war bereit sogar, als Verbrecher zu sterben, obwohl er doch der einzige je dagewesene Heilige war. Nachteile auf sich nehmen. Auf Rechte verzichten. Er beweist seine Liebe, als wir noch Sünder waren, sagt der Römerbrief, als wir noch Feinde waren und macht uns so zu Freunden. Wie geht es im Reich Gottes? Wie kann ich meinen Feind zum Freund gewinnen? Heilung. Gesinnung Jesu. Und da ist die Frage für mich, für uns alle, wollen wir an uns festhalten und verlieren oder wollen wir loslassen und gewinnen? Jim Elliot, ich habe das nochmal nachgeschlagen, Jim Elliot war ja ein berühmter Missionar, er ist ja schon mit 25 Jahren gestorben. Und der hat einmal gesagt, in seinem Tagebuch geschrieben, hat man das gefunden, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. In Jesu Leben hat es sich verwirklicht. Möge es auch bei uns so sein. Amen. Ich darf noch beten. Ja, Vater, das ist die Praxis. Das Wissen, vielleicht dogmatisch, theologisch, Auslegungen, aber die Praxis. Theorie und Praxis. Gott, hilf mir, ich muss da noch so viel lernen. Ich sage das wirklich offen und ehrlich, Herr. Und ich glaube, wir müssen es alle.
dein Vorbild, Herr Jesus, das ist grandios. Gott wird Mensch, einer von uns, um uns zu Gott zu holen. Ich danke dir, Herr. Bitte wirke es, festige es, bewege es jetzt in unseren Herzen durch deinen Geist, dass wir willig werden, diese Hürden, wir wissen, das sind Hürden, die man überwinden muss, dass wir willig werden, diese Hürden zu überwinden, um diese Gesinnung mit der Hilfe deines Geistes, dem Beistand deines Geistes zu erlangen. Das bitten wir von ganzem Herzen in Jesus Christus und danken dir, Herr, dass du so deine Gemeinde baust. Amen.